willkommen zum neuen... Nein, das war echt scheiße, was ich Heute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin da mit der guten alten Mara. Yeah. Und wir machen heute ein mega nices Video. Und zwar, vielleicht habt ihr es im Titel schon gelesen, ich nehme aber schon. Und zwar werden wir jetzt unsere richtig peinlichen Chats vorlesen. Also wir haben jetzt mal in den letzten 3 Jahren oder so, haben wir jetzt mal alles so ein bisschen zusammengesammelt, was wir jetzt lustig gefunden haben, was wir denken, ja, also die langweilig wir jetzt noch vorlesen. Ja, weil einfach so ein Hey ist oder so ist jetzt nicht. Ja. Aber was ich auch noch kurz will sagen, es soll jetzt bitte nicht irgendwie eingebildet oder arrogant oder so überkommen. Also wir werden jetzt da nicht sagen, wir werden im Fall angeschrieben da oder ja, irgendwie so. Also es ist einfach ein bisschen lustig. Ja, wir schicken uns einmal die Screenshots und denken, es ist lustig. Und wir haben das letzte Video davon gehabt und wir denken, es ist echt eine lustige Videoidee. Ja, nehmen wir es jetzt arrogant oder so, nehmen wir es als Unterhaltung. Und ich will noch etwas ganz Wichtiges ankündigen. Und zwar ist am 14. September 2019, am Samstag, in einem Monat etwa, ist das Zuschauertreffen von Gian Maria Finger, Aldo Toro, Mark Galaxy, Maelo und ihr. Und wir beide werden auch da sein. Also wäre mega nice, wenn wir kommen. Es ist in Zürich. Genaue Infos kommen dann noch später. Also sind gespannt. Auf Insta kommen wir es vielleicht auch später. Also folgen wir auch noch mal auf Insta. Und jetzt geht's los mit dem Video. Let's go! Also wir sind jetzt ein bisschen übergekocht, damit wir das da einblenden können. Also wundert euch da nicht. Hey, was läuft? Alles, was bei hat. Von wo bist du? Vom Kanton Zürich Hamburger. Mit dem geilen Ass. Aber das ist noch nicht fertig. Was hat das mit meinem Ass zu tun? Frag nur. Wirst spontan mit einem Fremden? Na da. Du meinst das ernst? Ja, eigentlich schon. Natürlich, wenn ich spontan mit einem Fremden bin. Ja. Nein, sorry, ja. Also, es nervt mich auch so leicht so. Fremden, ich habe was sie das Gefühl haben. Also meine, sorry. Gibt es irgendjemanden aus, der angeschrieben wird? Oh ja, jetzt will ich den treffen. Okay, also wir haben jetzt einen etwas weniger perverse, wo uns beide geschrieben hat und so was er geschrieben hat ist: Hallo, ich komme auch von der Schweiz. Ja, so. Oh mein Gott, wie das gemeinsam. Das ist jetzt ist wieder auch. Ich komme auch von der Schweiz. Also falls jemand aus der Schweiz kommt, ihr habt etwas gemeinsam mit der Mara, mit mir, also schreibt uns nicht auf Insta. Also der Typ hat so ein bisschen geschrieben, wir haben so ein bisschen nur kurz geschrieben, einfach so ein bisschen Smalltalk. Und so nachher, normal. Ja, und dann habe ich halt keinen Bock mehr gehabt und gesagt, ich gehe jetzt und so. Und dann schreibt er, kann ich dir für eine letzte Frage stellen? Und dann dachte ich so, sorry, ich bin momentan ein bisschen im Stress und danke, aber was willst du fragen? Und dann schreibt er, kein Problem haben. Und ja, klar, du denkst sicher, was für ein Depp ich bin, aber du hast ja gesagt, du hättest nicht so Zeit für einen Freund und so. Ich habe übrigens einfach gesagt, so, ja, ich habe keinen Bock auf einen Freund. Ja. Aber ich habe ja in deinen Videos gesehen, dass du auch Jungfrau bist und ich habe gedacht, vielleicht können wir uns gleich ein bisschen kennenlernen und da eventuell zusammen ausprobieren. Ein Grund, um sich kennenlernen. So, wenn man von der Schweiz ist und eine Jungfrau ist. Hallo, Jungfrau, ich mache dich über 100, wie geht's dir? So, hallo Jungfrau. Schau den Grund. Man muss alle Jungfrauen anschreiben. Aha, ich bin von der gesehen. Wenn mal hallo junge Frau, nicht hallo Jungfrau. Hallo Jungfrau. Ich mache dich über 100. Was merkt ihr mit dem? Das heisst wahrscheinlich so hure viel in dieser Sprache. In dieser anderen Sprache. Ich mache dich über 100. Okay. Jetzt kommt das Beste, okay? Also, der Dude hat auch mir so ein bisschen hey geschrieben und ich habe dir geantwortet. Und dann plötzlich schreibt er mir so, willst du abmachen? Bringen wir es hinter uns. Ich bang dich langsam. Aber hä? So, also wieso schreibt er mich ab, bringen wir es hinter uns? Als wäre das irgendwie so, er muss jetzt jemanden haben zum... Er muss einfach hinter sich Nudeln. Er ist eben auch noch Jungfrau, er muss jetzt einfach hinter sich bringen. Ja, aber sorry, können wir mal Real Talk reden? Ist das so schlimm, wenn man Jungfrau ist heutzutage? Ich weiß es nicht. Also ja, ich brauche irgendjemanden zum Hinter mich bringen, dann schreibe ich mal 50 Frauen an. So, hä? Ich stelle mir das immer hure cringe vor. Stell dir mal vor, die richtige Person ja. weiß genau, was sie will. Ja, und die haben das vor, die haben das geplant. Und dann kommt sie zu dir, du hast die noch nie gesehen, noch nie mit der geredet. Ja, jetzt wenn wir uns ausziehen. Oh mein Gott, das war so cringe. Okay, dann kommt jemand, schreibt mir einfach so random direkt: Hey, hast du Lust, mir ein Nachtfoto zu schicken? So. Herz. Aber gibt es denn irgendein Mädchen, das schreibt:
Ja! Ja, geil! Geil, endlich stimme ich mal jemand an! Yes! Das ist wirklich so, Mensch. Also ja, wahrscheinlich schon, wir sind einfach nicht so. Bist du Spinnst? Hahaha, bist du das auf dem Profilbild? Ja, wieso? Profilbild. Auf Profilbild. Sieht voll heiß aus. Haha, danke. Und du spinnst! Was hat er denn mit dem gemeint? Spanisch? Aha, ich hatte erst mal spinnt. Der Typ hat vorher schon Sachen geschrieben. Zuerst mal, will dein Ass lecken, dafür so Lippen und Hi. Ich so, bah. Herzi, was los? Was ist los, Bruder? Wie alt bist du? Sag ehrlich. Ah, by the way, er ist 25 und ich bin 15 gewesen damals. Grüße, gell? Und dann später, da habe ich noch 15 geschrieben. Und dann so, und von wo bist du? Würde ich gerne holen mit dem Auto. Ich hahaha, what the fuck. Und dann so, ja, gib mir eins ziehen. Please, gib dir etwas. Dann hat er so gesagt, ja, ich bin an der Tankstelle weitergegangen, ich hol dich ab, komm daher. Und so, Bro, nein, weh. Aber er hat nur so lustige Sachen Aber stell dir mal vor, du würdest jetzt wirklich dort stehen und dann würde ich Dann kann er abholen. mein Ass lecken. Oh mein Gott. Er hat noch andere Sachen geschrieben, aber das ist jetzt... So, ja, Hose aber. Schau da, darfst ich habe dann wieder so ein mit im Chat-Dings. Dann kommt es ich sind glaube sogar 2. Ein Bananenbild. Da ist mein Sackbild. Und ich so, oh Gott, what the fuck. Dann habe ich so, geil gross. Den hättest du gerne in einer Steckdose. Steckdose. Macht dich das feucht? Dann habe ich irgendwie schon, wenn sie 180 macht, sicher doch mega geil. Boah, Mann. Mega geil. Ich finde so Menschen so gruselig. Schick Bild von deiner nassen Unterhose. Ja! Sie schreibt einfach das Beste. Sie schreibt, hey, bei dem Bild ist nicht mal meine Zunge für. Ich bin so gemein. Also bei mir kommt, glaube ich, das absolute Highlight. Ich schwöre, ich kann so ein bisschen lachen. Also, ich habe einen kurzen und einen dünnen. Dafür komme ich schnell so. Also ich meine, mir ist ja egal, welche Größe oder keine Ahnung was, aber also, wenn man so mit dem Verb, ich habe einen kurzen und dünnen, dafür komme ich schnell. Hey, aber als Frau, ich glaube, es spielt jetzt wirklich nicht so eine Rolle, wie groß das er ist, ob er dick oder dünn ist, aber es kommt vielleicht noch nicht darauf an, wie schnell das kommt. Ja. Und wenn er schnell kommt, ist das doch nicht geil. Nein, dann ist Also, es fertig nach 3 Minuten. Ja, eben, dann ist so ein... Vor allem ist Ich habe dann so Kopfkino, oh mein Gott. Also das nächste ist einfach wieder mal so random, aber ich habe es gleich lustig gefunden, wenn es geschrieben hat. Guten Morgen, Nathalie. Ich stalke zwar nicht, aber mich würde es trotzdem interessieren, an was für eine Schule du gehst. Es würde mich freuen, wenn du diese Frage ohne Angst beantworten würdest. Und dann hat er noch seinen Namen geschrieben, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Und dann habe ich einfach geschrieben, ins Gymnasium. Aber der hat doch jetzt auch wieder so richtig wie mein Deutschlehrer geschrieben. Richtig. Ja, Und so, also ich nicht Deutschlehrer. aber ich habe mega Angst gehabt, zum Zurückschreiben. Wirklich, ich habe gedacht, ich habe so oft schlaflose Nächte wegen dieser Nachricht gehabt. Und dann habe ich geschrieben, interessant. Also, wenn es dich interessiert, ich mache eine Ausbildung zum Netzelektriker. Ja, lieber Piep, das hat mich sehr interessiert. Danke für die Information. Also, das nächste. Der hat wahrscheinlich auch irgendeine andere Sprache geredet, weil er hat, glaube ich, Google-Übersetzer benutzt. Ja. Also, guten Morgen, schön. Und ich weiß nicht, wieso ich das Smiley gemacht Ja, habe. das verstehe ich auch ganz. Ich weiß es auch nicht, es war 2016, oha, dann bin ich 15 gewesen. Ja. Sie sind perfekt. Wow, danke. In diesem Bereich von Wetzig und Kleidung, ich in der Nähe des Krankenhauses. So. Finde ich toll. Nach so, ja, New Yorker etc. Ich genau, ich weg. Ich weg. Ich genau, ich weg. Ich weiß nicht, das Und heißt nachher- so Liebe. Ja. So in seiner Sprache. Keine Ahnung. Und dann kann ich halt fragen, was er für eine Sprache das redet, weil man hat gemerkt, dass es Google übersetzt ist. Und dann hat er so, ich bin Italienisch. Ja, das wären jetzt eigentlich so ein bisschen alle die lustigen gewesen, die wir so rausgesucht haben. Ja, wir haben jetzt einfach so ein paar rausgesucht. Ja, genau. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Also wir haben es recht amüsant gefunden. Und abonniert mich kostenlos, wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Und Glocke aktivieren. Genau. Und vergessen nicht das Fantreffen am 14. September. Schreibt uns unbedingt ein und dann seht ihr uns. Ja. Und genau, dann hoffe ich, sehen wir uns ab nächsten Sonntag wieder.